Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 145. Folge vom Vollinen Podcast. Mein Name ist Oskar und vis-à-vis von mir hockt der André. Hallo zusammen. Und André, neue Woche, neues Glück. Wir versuchen es nochmal mit dem Videopodcast, nachdem es das letzte Mal leider nicht geklappt hat. Und wir es gross angekündigt haben. Aber wir haben unsere Lehre daraus gezogen. Von dem her vielleicht, wer weiß, hat es heute geklappt. Und André, wie hast du es? Hey, ich habe es ganz okay. Man muss wirklich dazu sagen, ich bin ja immer noch auf dem Velo unterwegs. Für die vielleicht per Zufall neu einschalten in unseren Podcast. Herzlich willkommen. Nein, ich bin am Wochenende im Tessin am Velofahren. Habe wirklich die italienische Wintersonne ist halt schon noch etwas anderes als unsere Sonne da im Winter. Zum Teil, weißt du, wenn du so wirklich am See entlang fährst mit den Palmen, so dort Lugano-Region, hast du wirklich hast einfach so ein bisschen das Gefühl, du bist irgendwo an der Riviera. Nein, es war nice gewesen, von dem her sicher gut für die Stimmung. Und hey, sonst eben viel an der Uni und eigentlich fit und zweg, ja. Und jetzt geht das Trainingsvolumen wieder rauf. Ist sicher nicht so ganz einfach für den Kopf, aber jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert, ja. Und bei dir? Erzähl mal. Ich weiss, du hast einiges zu erzählen. Ich habe einiges zu erzählen, das stimmt. Sportlich gesehen, wie war meine letzte Woche gewesen? Ich bin Paddel spielen. Draussen, im Nassen. Nicht in Spanien? Nicht in Spanien, nein, es ist nicht es ist kalt Mallorca gewesen. Es ist draussen in Zürich. Und es ist wirklich mal spannend gewesen, das zu erleben und einfach mal so in dem kalten und feuchten zu spielen. Und es war ja überdacht gewesen, nehme ich an. Nein. Was? Es war draussen nicht überdacht gewesen. Und, okay, das ist heavy. Es ist ein ganz anderes Spiel, ich muss dir sagen, André, wenn der Ball nicht so springt, weil er halt nass ist und schwer. Das heisst, wir sind sehr viel gesäckelt und ich bin heimgekommen und wirklich habe mich gefühlt wie der hinterletzte Hund. Aber es hat verdammt gebockt. Aber wieso genau hast du das angetan? Wir haben einfach Bock gehabt, zum Paddel spielen und alle überdachten Plätze sind besetzt gewesen. Okay. Und wir haben gesagt, hey, look, weißt du was, wir probieren es jetzt einfach mal. Und ich muss sagen, ich würde es wieder machen. Also bekommst du doch auch ein bisschen warm, also logisch, ich meine, Paddeln ist anstrengend. Ja. Yeah. Du bekommst warm und dann geht es eigentlich. Kennst du das, wenn du so von außen Sport machst und es ist kalt? Ja, dann dampfst. Und nachher dampfst. Alter, ich liebe es. Ohne Scheiß, das ist doch das geilste Gefühl, weil du hast so das Gefühl, du bist in so einer Maschine, nicht? Ja, Alter, ich denke so, hey, schau mich an, Mann. Schau, richtig viel Sport gemacht. Ich liebe das. Also das ist so das einzige Geile gewesen, wenn wirklich dir Cheesy gegeben hast im Winter draussen, wie irgendwie 0 Grad mit Schnee. Wirklich, du hast jetzt das Ruderboot angeschaut mit 4 Leuten drin. Yeah. Und es war einfach so gesehen, eine aufsteigende Dampfwolke. Ja, wie so eine Schmine. Ja, das war schon sehr geil gewesen, ja, okay. Ja, und dort habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so ideal zum Anlegen? Für die Temperaturen. Und ich muss sagen, man darf sich ja nicht zu dick anlegen. Weil zu dick ist scheiße, das schränkt dich erstens ein beim Sport machen, zweitens, du bekommst sehr schnell mal heiß. Und ich muss sagen, lange Tights, kurze Hosen, kurzes Liebli, nachher ein langes Liebli drüber und ein Gilet, perfekt. 5 Grad? Ja. Würde ich dir zustimmen, ja. Es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt primär stehend bist, also stehend rumsäckeln schon, aber wenn du jetzt zum Beispiel raus säckeln oder Velo fahren, hast du natürlich Fahrtwind und das ist nochmal etwas anderes, aber ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht, ja. Das Einzige, was scheiße ist, die Hände. Die werden kalt, aber das ist ja wahrscheinlich das ist beim Rudern ja auch so gewesen, oder? Einfach Handschuhe. Ja, nein, im Rudern, wenn du Handschuhe angelegt hast, bist du unten durch, Alter. Dann ist die toxische Männlichkeit vorgekommen, ja. Ja, dann, aber am Schluss haben es dann gleich immer wieder alle gemacht. Das ist so, an den wirklich harten Wintertagen hat es dann im Kodex auch so eine Ausnahme gegeben, wo auch die grössten und stärksten Handschuhe angelegt haben. Nein, aber also im Paddle hast du nicht das Gefühl, dass du ein bisschen das Gefühl verlierst, wenn du Handschuhe anlegst? Doch, mega. Und also auch die Hand, die nicht benutzt ist, die ist einfach kalt. Also da verlierst du einfach jegliche Griffkraft. Und aber ja, es hat verdammt gebockt und da bin ich am Sonntag nochmal Paddel spielen. Also bist du zweimal gewesen? Ich bin zweimal das gewesen, das mal Indoor. Ja. Und das ist dann auch nachher, wieso ich aufs Thema 1 von der Top 3 gekommen bin.
weil ich unter anderem mit einem Kollegen gegangen bin, der bei GC in der Szene ist. Okay. Und die Szene war Duttwiler Bruck. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir können nachher darüber reden. Ja, machen wir. Es war sehr geil, was er so erzählt hat, darum bleibt dran, wir reden nachher gerade darüber. Aber bevor es soweit ist, würde ich sagen, wir müssen noch ein paar Themen Updates geben. aus dem Volluniversum anschauen. Das grosse Volluniversum. Volluniversum. Wow. Ja, ich meine, da gibt es News. Elion Christen, die bei uns im Interview war diesen Sommer, Genau. also Skifahrerin, die ja darüber geredet hat, wie schwierig das es ist, in Weltcup zu kommen oder ins Weltcup-Team zu kommen. Hat ihr einen zweiten Weltcup gehabt? Genau. In Amerika, glaube ich, ist das Killington, ja. Und sie, für sie war es eigentlich wieder ein Neustart gewesen, weil erstens der erste Weltcup, den sie hat können fahren bei der Elite sozusagen, oder auf dem höchsten Niveau, ist schon ein Jahr her. Und das Ding, was ich mitbekommen habe, war, dass sie nicht trainieren konnten. Also sie haben sich nicht vorbereiten wirklich auf das Rennen. Und zwar, was ist jetzt ich glaube, der Schnee ist einfach, sie haben keinen Schnee gehabt dort. Krass. Und die Strecke hat nur befahren werden, glaube ich, am Tag selber, halt um sich einfahren. Und das war eigentlich ihr einziges Training gewesen. Und ich habe jetzt noch nicht persönlich mit ihr geredet, aber mit Leuten, die es wirklich sehr gut wissen. Und ja, schlussendlich hat sie es dann nicht in die zweite Lauf geschafft. Also es geht um Slalom. Und sie ist 39. geworden. 38. Und ja, aber ich glaube, für sie ist es trotzdem eine mega gute Erfahrung wieder. Sie war sicher wahrscheinlich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht gewesen, weil sie sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft hat. Aber unter den Umständen kann sie, glaube ich, wirklich zufrieden sein. Ja, und für uns bedeutet das, wir haben endlich jemanden, der im Sprung. Ski-Weltcup dabei war, den wir interviewt haben. Genau, Pauline hat den Sprung in den Ski-Weltcup geschafft. Let's go. Ja. Und wenn wir beim Ski-Weltcup sind, ich glaube, wir haben am Marcel Hirscher sein Comeback verjinxt. Das ist wirklich unsere Schuld. Sorry Marcel. Wir haben so oft über dich geredet in den letzten paar Wochen, dass du dir das wahrscheinlich dass sich das fest gepusht hat und du anscheinend fest unter Druck gesetzt, ja. Im Training am Kreuzband verletzt hat und jetzt ist die Saison schon wieder vorbei. Und vielleicht das ganze Comeback. Genau. Fragezeichen, was passiert jetzt mit seiner zweiten Karriere? Ja. Also darum, Lindsey Vonn, überlegst du zweimal noch, ob du wirklich zurückkommen nicht gegen Lindsey Vonn hätte. Ich hätte nicht gegen Lindsey Vonn, ich sage einfach, überlegst du zweimal. Ja, das ist ja eigentlich egal. Das ist jetzt das Thema. Okay, du kannst es als Hate auffassen. Nein. Ich nehme das als konstruktive Kritik. Gut. Lindsey. Ja, und ja, was wir auch noch besprechen, ist ein Hot Take, der reingekommen ist. Reingeflutscht in unsere DMs, wenn wir schon beim Wintersport sind. Der Raffi, kennt man aus Post aus Paris. Er wäre gerne voll rein Mitglied. Er wäre gerne das dritte voll rein Mitglied, ja. Genau, so, aber so gut ist er halt einfach noch nicht. Ja. Und ja, sorry Raffi. Er bleibt beim Praktikantenstatus. Aber genau. er bringt dafür gute Hot Takes. Und er hat gefragt, André, oder er hat gesagt, Hot Take, Skispringen ist im Fernsehen schauen langweiliger als Curling. Jetzt wagen wir uns da wieder auf dünnes Eis raus, würde ich sagen. Also erstens finde ich natürlich, sind beide Sportarten, die mich nicht ultra fest interessieren. Mhm. Nicht, dass ich es irgendwie scheiße finde oder so, aber ich bin jetzt nicht der extra einschaltet, wenn Curling oder Skispringen läuft. Das heisst, primär mal auf den ersten Blick könnte er recht haben, weil halt einfach so, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, Curling zu schauen, ja, könnte wirklich spannender sein als Skispringen. Würdest du das sagen? Ja, vor allem beim Skispringen hast du ja immer wieder, musst warten, bis wieder der nächste dran kommt. Ja gut, beim Curling musst du warten, bis sie den nächsten Stein spielen. Ja, aber dann kannst du dir auch ein bisschen mit überlegen, strategisch, was wollen sie jetzt als nächstes machen. Als ob du jemals überlegt hättest, was die als nächstes machen. Ach komm jetzt, Alter, wer lügt schon? Nicht dich. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, der Raffi könnte noch recht haben. Was sagst du zum Hot Take? Ganz ein schlechter Hot Take. Ganz ein schlechter Hot Take? Safe.
Safe. Okay. Also du sagst in dem Fall wirklich... Ja, beim Curling kannst du überlegen, wo landet der nächste Stein und treffen den Stein so, dass er das macht, was sie wollen. Fair enough. Hat noch so die taktische Komponente. Aber was halt beim Skispringen immer, kein Wortwitz machen, aber mitspringt, ist so der Thrill, der kleine Thrill, dass jemand jetzt so richtig verschnetzeln könnte. Das findest du geil? Ja, es ist so... Es macht es halt spannend. Okay, es macht es Du spannend. Du willst nicht, dass sich... Ja. Es ist nicht wie in anderen Sportarten, wo du hoffst, dass jemand verschnetzelt. Weil... Skispringen mit 100 km/h da am Berg runterrasen, ein paar hundert Meter springen und dann auf die Fresse fliegen ist halt schon weniger geil, als wenn es jetzt ein kerniger Check im Eishockey ist. Aber ja, es geht halt mit und dann bist du halt so ein bisschen aufgeregt und dann... Okay, das verstehe ich. Also ich glaube wirklich, wer schon mal auf so einer Schanze gestanden ist, ich weiß nicht, bist du das schon mal? Ich habe sie nur von unten gesehen, ne? Also das ist wirklich heftig. Also es ist wirklich krass, wenn du dort oben stehst und dir denkst, dass du jetzt einfach freie Fahrt da runterfährst und dann kommst. Ja. Yeah. Also das ist heavy. Also nur schon von dem Aspekt, Punkt für dich. Der mit dem Fressfliegen kann ich dir nicht geben aus meiner Sicht, weil ich gehe davon aus, dass eigentlich das meistens funktioniert. Hast du letztes Mal den gesehen, wo die Bindung nicht aufgegangen ist? Nein. Und dann hat er einfach so in der Luft müssen den Ski packen Nein. und so heben und dann hat es ihn trotzdem richtig grusig verschnetzelt. Ah, fuck, ja. Ja, auf jeden Fall sind wir froh über die Hot Takes, die der Raffi da... Was ist jetzt Quintessenz? Du sagst Quintessenz ist, ich würde sagen, wir beschließen uns, und zwar aus einem spezifischen Grund, dass Skispringen langweilig ist. Nein, jetzt warte, ich wollte etwas sagen. Dass Skispringen langweiliger ist als Curling, damit es einen Shitstorm gibt in der Skispringer-Szene gegenüber voll rein, Simon Ammann aufmerksam wird auf uns und dann zu unserem Podcast kommt. Und dann sagen wir ihm, Bro, es war nur eine Verarschung. Wir haben einfach wollen, dass du bei unserem Podcast kommst. Also Skispringen ist schon ein Scheiß. Also. Ein richtiger Dreckssport. Das wird jetzt so aus dem Kontext geschnitten. Ja, völlig. Ja, also, was ich noch nachreichen wollte, übrigens, was wir in der Folge, keine Ahnung, vor 3-4 Folgen besprochen haben, der Jake Paul gegen den Mike Tyson, muss ich mich also wirklich nicht entschuldigen. Es war wirklich schlecht gewesen. Also ich habe es geschaut. Hast du nochmal nachgeschaut, ja? Aber was man wirklich muss sagen, die Vorkämpfe sind richtig gut gewesen. Also wirklich, das habe ich auch schon gehört, die habe ich geschaut und sie sind, was ich gesehen habe, hochstehend gewesen. Im Vergleich zu dem, was nachher gekommen ist als Hauptkampf, wirklich sehr, sehr ein Downgrade. Das noch als Nachtrag. Und dann wären wir soweit, glaube ich, mal durch mit dem Intro. Und in dem Sinn... Ja, machen wir weiter. Gehen wir zu den Top 3 über. Und eben anfangen wir mal mit Krawall im Schweizer Fußball. Weil diese Woche hat es wirklich ein paar lustige Stories, also interessante Stories da dabei. Und eben die erste bezieht sich auf das Derby von letztem Samstag. GC gegen FCZ. Nein, es war FCZ gegen GC gewesen, sorry. FCZ hat Heimrecht gehabt. Okay. Und eben, wie gesagt, ich habe da aus erster Hand von jemandem mitbekommen, wie das Ganze abgelaufen ist. Also du musst vielleicht kurz erzählen, was passiert ist. Es war so gewesen, dass vor dem Derby haben halt beide Fankurven haben so einen Marsch, wo sie von einem gewissen Punkt ins letzte Grund laufen. Und die GC-Fankurve ist dann halt von der Polizei angehalten worden und alle, inklusive, sage ich jetzt Anführungs- und Schlusszeichen, normale Fans, also nicht Ultras, sind durchsucht worden. Auf der anderen Seite FCZ-Fans anscheinend, das entnehme ich jetzt unseren Recherchen, mindestens so dumm da und wirklich auch die Sau rausgelassen, aber nichts ist passiert, keine Polizei, keine Kontrollen, ohne Probleme pünktlich am Match kommen, was dann eben bei den GC-Fans nicht der Fall war. Genau. Und es geht sogar noch weiter, also man kann sogar noch weiter zurück. Also das Ganze hat schon angefangen damit, die GC-Fans treffen sich normalerweise auf der Josefwiese in Zürich. Und dann haben die FCZ-Fans gesagt, wir treffen uns das mal auf der Josefwiese. Aber eine halbe Stunde vorher. Nein. Und die Stadtpolizei war also
Guys, come on. Aha. Wirklich jetzt. Aha. Dann haben sie die ganze Wiese abgesperrt. Mit Gitter und allem, also bist gar nicht auf die Wiese gekommen. Und ja, dann haben sie es irgendwie geschafft, dass die Fangruppierungen doch nicht sich vermischen, schon vor dem Spiel, dass es nicht schon vor dem Spiel allzu viel Krawall gibt. Und genau, die GC-Fans sind dann losgelaufen und auf der Duttwiler Brücke, also das ist jetzt eben Hörensagen von meinem Kollegen, Ja. er ist recht weit vorgelaufen, es hat plötzlich vorne wie so eine Wand zugegangen, bumm, Polizei im Vollmontur. Okay. Haben sie gesagt, okay, wir kehren um. Hinten? Bumm, Auch Wand, zu. Nein. Polizei im Vollmontur. Fuck. Sie auf dieser Brücke, die mehrere Meter hoch ist. Schaust runter. Kannst du nicht abhauen. Also hättest du eh nicht können abhauen, aber ohne Polizei mit Nein! Gewehr Bro. auf dem Gleis. Also das heisst, wirklich eingekesselt. Es Okay. war arschkalt gewesen, scheinbar. Aha. Und zuerst haben sie mal ihnen kein Wasser gegeben, kein Essen. Und das Einzige, was sie hatten, eine mobile Toilette, die da war. Ja, Also per Zufall. per Zufall. Per Zufall ist eine mobile Toilette auf der Brücke. Also so viel zu eben. Es war eine spontane Aktion von der Stadtpolizei Zürich. Und dann sagen die dort eingekesselt gewesen, die Stimmung natürlich bodenlos. Also die Leute natürlich gar keinen Bock gehabt. Mhm. Und dann haben sie vorne ein Zelt aufgestellt und dann jeden einzeln kontrolliert. Und Krass. Das sind ja etwa irgendwie 500 Leute gewesen, oder? 591 Leute laut dem 591, okay. Report. Und mein Kollege war relativ weit vorne gewesen. Also er hat gesagt, er war Nummer 70 gewesen. Ja. Und wie das gelaufen ist, war, die haben dann amigs die GC-Fans gepackt, also einzeln, 3 schwer bewaffnete Polizisten, haben einen einzeln genommen, durch eine Schleuse durch, Ja. und dann haben sie haben alles müssen quasi der Polizei freigeben, alles Mögliche durchsuchen lassen. Es sind Fotos gemacht worden, es sind Personalien aufgenommen worden. Holy shit. Und dann hat es geheißen, so, und jetzt verpiss dich, jetzt kannst du einen Match. Das heisst, während dem Match ist dann einfach hure lang der GC-Sektor halb leer gewesen, oder nicht ganz leer und nachher am Schluss halb leer, weil es haben ja nicht einmal alle ans Spiel geschafft. Und was er erzählt hat, ich weiß jetzt nicht, ob das effektiv so ist, am Schluss, die zuletzt dran gekommen sind, die sind 4 Stunden in der Kälte gestanden. Wow. Ja, okay, das ist lang. Ja. Ja, das ist scheiße. Vor allem, man fühlt sich einfach verarscht, wenn du eben dann mitbekommst, dass auf der anderen Seite nichts passiert ist. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten stressen würde. Ja. Es hat er auch gesagt, also er hat gesagt, ja, look, ich finde es ein bisschen daneben, dass es so ist. Aber es macht irgendwo durch auch Sinn, dass du halt 600 Leute besser kannst kontrollieren als 1500 Leute. Ja, logisch, aber das heisst, dass sie müssten wie in nächster Zeit das Gleiche mal bei den FCZ-Fans machen. Theoretisch, ja. Theoretisch. Aber die Frage ist es überhaupt gerechtfertigt? Also weißt du, ich finde es so krass, wie willkürlich die Staatsgewalt einfach kann mit Leuten umgehen kann, wenn sie wollen. Also du verlierst in dem Moment jegliche Recht. Ja, aber ich finde, da muss schon auch sagen, also Fußballfans oder Ultras machen es sich selber auch nicht einfach. Ja, das haben wir schon 100-mal gesagt. Also das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wegen ein paar Idioten passieren dann eben so Sachen. Und ich glaube, da musst du schon ein bisschen, jetzt wenn jetzt deine Aussage, ja die Staatsgewalt, ja sie kann willkürliches Zeug machen, wenn sie wollen. Yeah. Aber es ist ja dann doch nicht ganz so krass aus dem Kontext gerissen, diese Fangruppierung so zu kontrollieren. Also ich finde, vielleicht wie sie es gemacht haben, das weiß ich nicht, weil ich habe den Kollegen, ich weiß nicht, wer das ist, ich habe keine weiteren Erzählungen bekommen. Vielleicht ist das aus ihrer Position ganz anders, aber was ich jetzt aus, so halt in meinem gemütlichen Sessel in der Wärme kann sagen, ist, solange sie es auf beiden Seiten machen, finde ich es nicht mal so daneben. Okay, aber ich meine, da sind wir wieder beim Thema Kollektivstrafe, oder? Wie du sagst, es sind ein paar Idioten, es sind ja auch bei ein paar Waffen bei Barnen sind Waffen gefunden worden. Ja. Alle vor allem Messer und Pfefferspray.
Aber ich meine, das ist ja nichts, wo du quasi bei einer normalen Einlasskontrolle nicht auch könntest finden, wenn du würdest wählen. Das habe ich mich dann eben auch gefragt. Wieso tun sie bei den Eingängen nicht richtig kontrollieren? Ja, und vielleicht gibt es wirklich eine Antwort darauf, die Sinn macht, aber die kenne ich nicht. Und ich war ja am GC-Match vor 2 Wochen und habe mich wirklich gefragt, wieso wir jetzt das Messer für den Käse reinnehmen können. Ja. Also, dann frage ich mich schon, wieso müssen sie denn so grosse Aktionen außerhalb mit super geplanten Schliessentüren machen, wo du nachher nicht mehr abhauen kannst auf einer fucking Brücke, Alter, die aussieht wie ein James Bond oder ein Italian Job 2.0, anstatt einfach seriöse Kontrollen zu machen im Eingang. Ja, das check ich nicht. Und vor allem eben, ich finde es ein bisschen willkürlich, dass sie sagen, ja, wir nehmen jetzt alle Personalien auf, machen Fotos und so weiter. Sie haben zwar gesagt, ja, es wird innerhalb von 24 Stunden gelöscht, aber come on, also, sind wir ehrlich. Gut, das weiss ich halt nicht, aber ja, also wenn ich dort wäre, würde ich dem auch nicht trauen. Also, ich hätte ein riesen Misstrauen. Ja, vor allem, weißt du, es sind ja nicht nur Ultrafans, also Ultras gewesen, Genau, sondern auch normale Fans. Väter mit Kind und Genau. Familien. Also mein Kollege ist nicht ein Ultra. Er ist in der Szene und er macht mit bei Märsch und er ist ein Fan und hat seit ewig eine Saisonkarte, aber er ist nicht militant. Also er ist dort einfach mitgelaufen, weil das ein Fanmarsch ist. Okay. Dann muss ich schon sagen, dann ist es sicher übertrieben. Aber die Frage ist dann halt, wie willst du denn das aussortieren? Ja, das ist also eine gute Frage. Aber gut, Kind könntest du jetzt durchlassen. Ja, aber weißt, ich find einfach, es versendet so ein bisschen die falsche Message. Also weißt du, es ist wie so, hey, du willst Fußball schauen, du läufst aber Gefahr, dass du irgendwo in der Kälte stehen bleiben musst und wir dich für die nächsten paar Stunden nicht weglassen und wir dir auch keine Garantie geben, dass du überhaupt an dem Match kannst. Einfach weil... Ja, das verstehe ich. Weil es uns ein bisschen gelustet, weil wir müssen ein Zeichen gegen raus schicken. Klar, GC gegen FCZ, das hat ganz eine andere Vorgeschichte. Man weiss ja, was alles momentan passiert in der Stadt Zürich, auch außerhalb vom Fußballkontext, wo man sich halt sonst auf die Fresse gibt und wo halt auch gröbere Sachen passieren. Aber gleich, ich meine, so im Rahmen von einem Fußballspiel so etwas machen, ist ja wild. Ja, es ist sicher wild, aber es kommt nicht von niemand. Ja, aber also weißt du, der Fußball und die Ultraszene in der Schweiz, das gibt ja, oder vor allem hier in Zürich, Derby, das gibt schon so lange Schlagzeilen. So lange ist die Politik damit beschäftigt, was soll man jetzt mit denen machen? Jetzt ist eben das neue, wie heisst das Prinzip? Kaskadenprinzip in Gang treten. Und so viele Sachen, die sich auf das konzentrieren, die Gelder werden ausgegeben, bla bla bla, alles. Ja, also dann, wenn halt an den Marsch gehst, sage ich nicht, musst nicht mit so einer Kontrolle rechnen. Yeah. Nicht mit dem Ausmaß von einer Kontrolle, aber du musst damit rechnen, dass du auf eine Art und Weise mit diesen Konflikt in Kontakt trittst. Ja, safe. 100%. Ich meine, das kennen wir auch, wenn wir an EVZ-Auswärtsmatch gehen. Gerade wenn du auf Lugano oder so gehst, dann stehen die Polizisten auch schon... Bro, das weiss ich noch, die Geschichte. Ja. Also nur kurz, ich bin eigentlich vom Trainingslager von Varese am Match auf Lugano gegen EVZ und da musste früher gehen, wo der Match noch nicht fertig war, weil ich halt ins Training haben musste am nächsten Morgen. Bin ich wirklich so eine Viertelstunde früher gegangen, laufe so beim Gastsektor raus und ich bin wirklich so auf eine Wand von vollmontierten Polizisten, alles schwarz, zugelaufen. Alle mit dem Schild. Alle mit dem Schild, haben schön abgesperrt, dass niemand raus kann und ich so «Buonasera». Und bin so durch, weißt du, so müssen so ein bisschen durchgehen. Yeah. Und es war so komisch gewesen, Alter, aber ja. Ja, wir kennen das ja auch vom Eishockey. Eben. Und ich wäre auch sehr entsetzt, wenn mir das passieren würde. Ja. Aber ich würde vielleicht damit rechnen, dass irgendwann, wenn ich mich in dieser Szene befinde, ich mal in so eine Situation kommen. Safe, aber weißt, für mich stellt sich einfach die Frage von der Verhältnismäßigkeit vom Ganzen. Und es ist einfach so, boah. Aber wenn wir jetzt zusammen besprochen, was ist passiert, was hast du das Gefühl, was löst jetzt das aus? Also primär jetzt einfach noch mehr Ärger? Ja, also ich habe das Gefühl, also wenn du Gewalt mit noch mehr Gewalt antwortest, also Gewalt im Sinn von, dass jetzt halt die Fans schikaniert worden sind, dann führt das einfach zu noch mehr Gewalt. Also es ist ja,
völlig nicht deeskalierend für das Problem, das du momentan hast. Nicht? Wobei es hat ein schönes Bild gegeben anscheinend, dass die FCZ-Fans haben bis eigentlich zu der Halbzeit haben sie auch nicht gesungen aus Solidarität zu den GC-Fans, die eben nicht im Stadion haben können sein. Das finde ich dann irgendwie wodurch wieder eine schöne Geschichte. Ja. Das ist wie so... Der Hass auf die Polizei ist grösser als der Hass aufeinander. Ja. Ja, mein Fazit ist, ich finde, irgendjemand muss etwas gegen die eskalierende Gewalt machen, wenn das kannst du so sagen, in einer Stadt wie Zürich. Aber vielleicht ist es schon der falsche Ansatz, mit so möchte gerne random Aktionen auf einseitig sticheln. Das finde ich dann vielleicht schon nicht ganz richtig. Aber ich finde, man muss irgendetwas machen, wo halt das Ganze zumindest von den Clubs fernhaltet. Ich meine, ob sie sich nachher irgendwo im Wald am Montagmorgen auf den Sack geben, das kannst du ja nicht beeinflussen. Nein. Aber das ist ja völlig legitim. Also, ja. Machen, was ihr wollt. Aber ja. Also, weitere Geschichte, die auch noch sehr lustig ist aus dem Schweizer Fußball und die auch mit Fans zu tun hat, ist ja gewesen, dass der FCL als erster Verein, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem Artikel, von dem Kaskadenmodell, das du angesprochen hast, betroffen war, bis zu einem Grad, wo es geheißen hat, so, der Fansektor wird geschlossen. Also dort, wo die Kurve eigentlich ist, der Sektor wird geschlossen. Und der FCL hat etwas ganz Witziges gemacht. Kleine Schlitze. Beim FCL sind es kleine Schlitze, oder? Dann haben sie einfach die Fans in einen anderen Sektor gepackt. Der war ja offen. Ja. Also es ist natürlich, eben, wir lachen, weil es ist halt wirklich so ein bisschen ein, Es war ein grosser Mittelfinger an das Kaskadenmodell. Sie sagen zwar, das war mit der Behörde abgesprochen gewesen. Ja. Wie das genau, eben, was da stimmt oder also nicht, das wollen wir nicht beurteilen und können wir auch nicht beurteilen. Es ist einfach auf jeden Fall lustig, dass sich auch die Clubs haben einen gewissen Drang zu sticheln. Also es sind ja nicht nur die Fans an und für sich, sondern man will halt seine Position irgendwie erhalten, auch das auch als Club. Und das ist jetzt Ausdruck von dem gewesen, dass man eigentlich, wenn man jetzt ganz brav gelost hätte auf die Behörden, dann wäre einem schon in den Sinn gekommen, dass der Fansektor geschlossen heisst, keine Heimfans oder keine Kurve im Heimstadion. Ja. Aber es ist ja nicht ohne Konsequenzen geblieben. Genau, es gibt jetzt eine Anzeige gegen den Präsidenten vom FCL. Stefan Wolf, ja. Der muss jetzt vorreden bei der Polizei, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie etwas Ja gut, es muss jetzt passiert. erst geklärt werden, ob sie überhaupt etwas Verbotenes gemacht haben oder ob sie einfach ein schönes Schlupfloch gefunden haben. Ja. Naja. Ja. Schweizer Fußball macht wieder mal lustige Schlagzeilen. Aber schau, das habe ich eben auch besprochen mit dem Kollegen. Ich habe ihm gesagt, ich finde es schon lustig, dass in der Schweiz die Fans so militant sind für so schlechten Fußball. Hast du wirklich gesagt, schlechter Fußball? Wirklich schlechter Fußball. Okay. Und dann hat er mir gesagt, Oskar, das ist genau der Grund. Nein. Weil du musst den schlechten Fußball wettmachen mit diesen Fangemeinden, mit dem Phantom. Yeah. Und das macht absolut Sinn. Es ist so. Umso schlechter der Fußball, desto besser mit Fans sind, damit es entertaining ist. Und ja, das sehe ich. Kann man nachvollziehen. Aber ja, wir hoffen, dass in dem Fall der Fußball ein bisschen besser wird. Ja. Also das wäre in dem Fall eigentlich die effizienteste Massnahme gegen die Fangewalt in der Schweiz im Fußball. Ein bisschen anständiger Fußball spielen. Obwohl ich glaube, die Super League das ja recht spannend ist, weil niemand so richtig gut performt und alle ein bisschen schlagen. Und es recht viele Teams hat, die Meister werden das Jahr. Von dem her, ja. Schauen wir mal weiter. Ja, ich gehe wahrscheinlich auch kein Match mehr. Ausser der FCZ GC würde mich schon noch interessieren. Oder gegen Basel, müssten wir auch mal schauen. Ja, gegen den Schecki. Ja. Naja, anyway. Nächstes Thema. Ja, mit was wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kreuzchen an, mit dem Positiven. Ja. Und zwar geht es dort um
die Schweizer Flagge. Oder eben ums Schweizer Wappen. Das ist ja so ein bisschen ein heikler Punkt. Wer jetzt darf das Schweizer Kreuz brauchen mit der Form von einer Flagge oder von einer Fahne, was ja einfach quadratisch ist, ohne irgendwelche Wellenformen. Oder ob man es brauchen als Wappen. Das Wappen ist ja eigentlich etwas, das nicht einfach quadratisch ist, sondern in der Form von einem Schild. Genau, danke. In der Form von einem Schild ist. Und da haben wir in der letzten Zeit schon viel darüber gehört im Sport. Unter anderem wegen der Schweizer Eishockey-Nazi, die ja vor Gericht gegangen ist. Das finde ich wild, ja. Ja, Bro, du siehst, Schweizer Wappen ist schon etwas in der Schweiz, weißt du? Also da kannst du nicht einfach... also es kommt darauf an, was die Form aussen dran ist. Und die Schweizer Eishockey-Nazi hat dann verloren und darf jetzt das Wappen nur noch bis 2026 auf dem Trikot von der Nationalmannschaft haben. Und das auch nur, weil es eine Ausnahmebewilligung ist, damit sie es bei der Heim-WM im 26 können tragen. Genau. Und grundsätzlich ist es einfach so, noch schnell, damit alles geklärt ist, das ist eigentlich verboten, das Wappen zu brauchen, ausser es gibt ein paar Institutionen oder Firmen, die das schon über 30 Jahre haben. Die haben dann die Bewilligung bekommen, um das zu behalten. Das wäre zum Beispiel der TCS oder... Victorinox, SAC, AOP, der Schweizer Turnverband, Swiss Polo Association und Swiss Snowsports. Okay, das sind die 7 Institutionen, genau, die das dürfen brauchen. Die dürfen das weiter behalten. Und das Lustige beim Eishockey war eben, dass sie genau nicht in diese 30 Jahre reingefallen sind. Ja, es sind sogar vor allem relativ wenige Jahre gewesen. Es sind weniger als 10 Jahre gewesen, wo sie das Schweizer Wappen als Wappen benutzt haben. Ja, okay. Auf jeden Fall ist jetzt das halt so ein bisschen die grosse Diskussion und anscheinend ist jetzt im Nationalrat oder auch im Ständerat wieder diskutiert worden über das schöne Kreuzchen. Und zwar wollten wir jetzt, glaube ich, einführen, dass das wieder legal wird. Also dass Sportverbände das dürfen benutzen. Genau, dass Sportverbände das wieder dürfen tragen. Und ich muss dich fragen als Spanier, wo ja wir zwei haben uns schon immer ein bisschen angefickt und darüber lustig gemacht, so von wegen halt Schweizer Pass und spanischer Pass. Yeah. Du hast gelacht am Anfang, als ich gesagt habe, dass es wichtig ist in der Schweiz, wenn man jetzt das Wappen oder die Flagge hat. Yeah. Was war dein erster Gedanke dazu? Hure Schweizer. Also wirklich, weißt du, das ist so bünzli-dumm durchgespielt. So, ja, wir haben die Flagge in Form von einem Schild und darum dürfen wir das jetzt nicht benutzen. Aber wenn wir es als Quadrat benutzen, ist es voll easy. Und dann denke ich mir so, Alter, wie schweizerisch willst du sein? Okay. Nee. Ja. Also, stimmst du mir zu? Ja, ich stimme dazu. Ich finde wirklich das Wappen halt auch schöner. Also das ist jetzt rein ästhetisch. Ja. Es hat nichts mit damit zu tun, was ich empfinde jetzt von dieser politischen Ansicht, sondern wirklich, ich finde das Wappen ist etwas Geiles, oder? Man verbindet es, wie du gesagt hast, mit einem Schild, halt so ein bisschen mit dem Mittelalter, mit etwas Kämpferischem, Verteidigung. Ist noch lustig, dass du das sagst. Ich assoziiere mit dem Schweizer Qualität. Ein Schild? Mit dem... Jetzt spezifisch mit dem Schweizer Wappen. Also aha, nein, ich meine jetzt allgemeines Schild. Also weißt du, da denke ich eben auch genau so eine Firma wie Victorinox. Mhm. Also weißt du, das ist wirklich für mich so die Assoziation, die ich habe. Victorinox assoziiere ich mit Schweizer Qualität. Weißt du, das ist noch lustig, dass du es mit dem Kämpferischen siehst. Ja, aber von irgendwo kommt es ja. Also es hängt alles safe. zusammen. Ja, logisch. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen lustig, weil es ist halt wirklich, es zeigt so ein bisschen, um was für Probleme wir in der Schweiz uns kümmern müssen. Also das ist wirklich die Definition von einem First World Problem. Ja. Und es ist wirklich viel Geld auch dafür aufgewendet worden, dass man diesen Prozess machen und gewinnen kann. Ich persönlich fände es voll okay, wenn das die Sportverbände dürften brauchen, weil also ich finde jetzt, die Schweizer Nazi Eishockey repräsentiert die Schweiz genauso gut wie Victorinox. Oder... Ja. Also weißt du, was ich meine? Es ist so etwas... Ich finde es okay, wenn das muss sein, dass das nicht jeder brauchen darf. Finde ich okay, wenn man das machen will, kann man das machen. Aber ich finde schon, dass Mannschaften oder Verbände oder weiss ich was, wo die ganze Nation zu einem Zeitpunkt dahinter steht und schaut oder unterstützt, dass man dort sagt, hey, schaut, ihr dürft es brauchen.
Aber ja, also bin ich vollkommen bei dir. Und ich finde es ja auch lustig, dass eben im Ständerat und im Nationalrat es so aussieht, dass die wollen, dass das auch erlaubt ist. Also die Legislative ist so, ja, machen ihr. Und der Bundesrat, also die Exekutive ist so, ja, nein, geht nicht. Du brauchst eine Ausnahmebewilligung von uns. So, Ja. weißt du, so, ein Gatekeeper, Alter. Gib doch das frei. Ist doch Ja. nicht so... Also, ich weiß auch nicht, aber... es gibt auf jeden Fall etwas zum Reden. Und wenn das wird aussehen, ich weiß nicht, ich nehme jetzt an, nicht, dass das ist einfach eine neue Aufwachung von dieser Diskussion. Aber ja, ich weiß nicht, was kann man noch dazu sagen? Also ich finde es persönlich beim Schweizer Eishockey extrem schade, dass man gesagt hat, hey, also das Wappen ist so wichtig. Weil, ganz ehrlich, es gibt so viel geile Symbolik in diesem Land, wo so das Schweizer Eishockey-Team repräsentieren Safe, wo du stimme ich könntest, dazu. wo du könntest einsetzen, wo auch ästhetisch, glaube richtig geil wäre und dich richtig könntest abheben von anderen Nationalteams. Ja, da habe ich aber, Ästhetik ist der Punkt, wo ich Angst habe, wenn sie das Wappen nicht mehr brauchen dürfen, weil die Trikots mit den Wappen sind sehr, sehr geil gewesen bis jetzt. Sie sind einfach sehr clean. Sie sind sehr clean, wirklich einfach gehalten, wirklich mega schön, finde Ja. ich. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt ein bisschen in die Richtung geht, wo sie zum Beispiel an den kleineren Länderspielen tragen. Weißt du, so das grusige, übersponserte Trikot, wo das Schweizer Kreuz so komisch... Das gefällt mir einfach nicht und ich habe ein bisschen Angst, dass es in die Richtung geht. Aber du sagst es, also es gibt genug Möglichkeiten, um das Schweizer Kreuz auch anders ästhetisch einzubringen. Und von dem her hoffe ich da mal, dass irgendwie Ich bin sowieso dafür, dass man den Wilhelm Tell vorne aufs Liebling knallt. aber der ist ja auch fake. Ja, ist scheißegal. Es ist schlussendlich Ja, ein Nationalsage. Symbol, ja. Es ist der ganze Landesmythos basiert auf dem Wilhelm Tell. Also, und wer besser zum Kampf und Resilienz und Herz repräsentieren als der Wilhelm Tell. Ja. Von dem her, Alter, da muss ich wirklich sagen, Schweizer Eishockey-Verband, come on, da hättet ihr einfach ein bisschen pragmatischer an die ganze Sache angehen, aber das ist ja eh nicht ihre Stärke, von dem her, ja. Genau. Was mir dazu noch in den Sinn kam, ist etwas Ähnliches, eben, was vielleicht auch Diskussion ausgelöst hat, ist eben, dass Adidas ja nicht mehr der Sponsor ist von der deutschen Nationalelf. Das kann ich vielleicht noch so ein bisschen als etwas Vergleichbares. Dort hat es ja auch einen riesen Skandal ausgelöst. Also nur zum Relativieren, weil wir jetzt sagen, die Schweizer haben ja keine anderen Probleme. Also ich denke, es gibt auch andere Nationen, die ähnliche Sachen gleich krass ausschlachten. Obwohl ich persönlich auch finde, dass jetzt das ein bisschen schlimmer ist, das Deutschland. Und ja, aber das ist ein anderes Thema. Einfach zum ein bisschen relativieren. Ja. Ich habe mich dann gefragt, Schweizer Fußballnazi. Schon lange das Viereck. Einfach das Viereck. Quadrat. Ja. Aber Schweizer Fußballtrikot finde ich einfach nicht schön. Nein. Also es gibt immer mal wieder so ein bisschen schönere, aber erstens Puma finde ich, ja, so mittel. Sag nicht, vielleicht wollen sie mal Sponsoren. Ja, für Volline wäre es natürlich voll geil. Ich meine, es wäre natürlich ganz anders, oder? Ja. Ja, jetzt habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Ich sage nur, Ja. bleibt einfach beim Schweizer Kreuz und nehmt nicht irgendwie irgendein anderes komisches Zeug, weil ihr euch... Aber ja. Ja, was mich würde wundern, die Leute da aussen, die zuhören, schreibt doch mal in die Kommentare bei Spotify, was ihr für Symbol würdet brauchen für unsere Sportverbände. Und vielleicht gibt es ja verschiedene Symbole für verschiedene Sportverbände, ich weiß doch nicht. Also von dem her, ja, gebt uns Bescheid, wie ihr das seht. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum dritten Thema. Und da geht's... Du weißt, dass du gerade gefilmt wirst, wenn du es so schön ansagst. Ja. Gut. Nein, du hast gerade wirklich schön deine Augen zugemacht und das dritte Thema Ich angesagt. habe mich schon eingedenkt, weißt du. Also, let's go, Oski. Das dritte Thema ist, da sind wir wieder mal beim Doping. Und zwar hat eine Frau Schlagzeilen gemacht, Iga Swiatek,
Unsere, die ist auch sehr viel genannt worden bei uns im Podcast. Auch in den letzten paar Jahren. Unter anderem, weil sie ja bei On gesponsert ist. Zum und Beispiel, der Marc hat uns ja erzählt, also der Marc ist der CEO von On und er war bei uns im Podcast gewesen. Wenn ihr die Folge hören wollt, geht irgendwo zurück, ist irgendwie bei 100 irgendetwas. Ich sage einfach 137. Sage ich jetzt einfach. Ich weiß es So, nicht. okay. Ich habe jetzt gedacht, das ist länger her. Ja, auf jeden Fall hat er dort eben gesagt, dass die IGA Swiatek ja von On oder bei On jetzt untergekommen ist. Und ja, das ist so ein bisschen das gewesen, wo ich gerade als erstes daran gedacht habe. So, was hat echt der Marc gedacht, als er das gelesen hat. Im Sinne von, jetzt ist On als Sponsor natürlich nur in einen Mini-Doping-Skandal verwickelt. Hat sich sicher nicht mega gefreut, also das nehme ich jetzt nicht an. Aber ja, zurück zu der IGA Swiatek, ist man dort schon weitergekommen? Ja, sie ist ja gesperrt worden für 1 Monat. Sie ist positiv getestet worden auf Trimetazidin. Und das soll also das ist auch nachweislich so, das kommt aus einem Melatoninspray, das sie benutzt hat. Ja. Also auch da haben wir wieder das Thema Mikrodosis bzw. Mikroverunreinigungen, wo ja im Tennis sowieso schon für Schlagzeilen gesorgt haben, das Jahr auch mit dem Jannik Sinner. Und ja, jetzt ist die Frage, wird Iga Swiatek besser behandelt, weil sie die Weltnummer 2 ist als andere? Also, man kann ja wirklich sagen, oder was man weiss beim Jannik Sinner ist, dass es dort immer noch kein Urteil gegeben hat. Also der kann seine 2 positiven Proben doch relativ lang rauszögern. Wieso auch immer, wir haben mal gesagt, es ist wegen seiner guten Anwalt. Wie verlässlich die Information ist, ja, das ist im voll Universum irgendwo am Umschwirren. Bei der Iga Swiatek weiss ich nicht, sie ist ja verurteilt worden jetzt schon. Ja, also die Strafe ist schon fast wieder durch. Die Strafe ist schon fast wieder durch. Sie hat, glaube ich, etwa 3 Turniere verpasst durch das. Nein, gar nicht. Die Saison ist ja fertig. Ich habe gemeint, sie hat 3 Spiele verpasst oder so. Ja, vielleicht Billie Jean King Cup oder so. Nein, ich weiß nicht, ob sie auf jeden Fall nichts nichts mega Wichtiges. Ja. Und deine Frage war, ob sie besser behandelt wird? Ja. Ich denke, also die einzige normale Antwort auf das müsste sein, nein, natürlich nicht. Ja. Aber wie wir schon beim Fall Sinner gesehen haben, bei ihm hat es ja auch schon 2 Fälle gegeben. Bei ihm ist es ja Clos de Bol, wo im Blut nachgewiesen wurde. Und jetzt sind ja auch 2 andere Italiener, die das Gleiche gemacht haben, gesperrt wurden. Und jetzt im Fall von der Iga Swiatek, also wenn wir das auf Frauen ummünzen, da gibt es den Fall von der Britin Tara Moore, die auch unverschuldet eine Mikrodosis hatte, beziehungsweise sie ist eben nachher freigesprochen worden. Mhm. Aber ihr ist 19 Monate gegangen, bis sie freigesprochen wurde. Also quasi fast schon ein Todesurteil für die Karriere, wenn du 19 Monate aussetzen. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was so ein bisschen die Diskussion angefacht. Zu deiner Frage zu kommen, ich habe eben das Gefühl, erstens hängt es sehr viel mit Geld zusammen. Also Safe. mit was du halt kannst an Anwälte zahlen. Oder? Und erstens ist es so, dass jemand, der Nummer 2 ist von der Welt, sei es jetzt Männer oder Frauen, die haben einfach schon so viel Geld, dass sie eigentlich sich um ihre Anwaltskosten nicht mehr kümmern müssen. Das heisst, sie können das, solange sie wollen, eigentlich vor sich hertreiben. Durch das, sie haben sicher auch bessere Kontakte in der Tenniswelt, sie sind wichtiger für die ATP oder auch für die WTA. Und durch das bekommen sie sicher auch dort ein bisschen mehr Support oder werden vielleicht auch dort noch ein bisschen besser unterstützt. Und durch das hoffe ich, dass es eigentlich nur das ist, wo das Strafmaß dann ausmacht und nicht wirklich die WADA, wo das anders behandelt. Aber gut, im Fall von der Swiatek und dem Sinner ist es ja so, dass beim Tennisverband das Ganze alles ein bisschen anders gehandelt wird, wenn es um Dopingfälle geht. Das kommt ja alles erst im Nachhinein raus. Ja. Das ist ja wie alles nicht quasi präventiv, sondern halt, das weiss man halt quasi erst, ja, du musst nachdem es ein nicht Urteil melden. gefällt wurde. Ja, also du bist nicht verpflichtet, das irgendwie an die du wirst auch nicht Öffentlichkeit aus dem zu bringen. Verkehr gezogen, Ja. präventiv. Also das ist sowieso nochmal etwas anderes. Aber ja, ich meine, WADA ist ein gutes Stichwort. Es ist ja diese Woche gefragt worden, was macht WADA jetzt mit diesen Mikromengen? Also es ist so,
sie können durch die neuen Dopingtests eigentlich noch viel geringere Mengen von Substanzen wahrnehmen im Blut und im Urin, als es bisher möglich war. Was eben dazu führt, dass ja, halt immer mehr Leute mit eben diesen verschiedenen Mikromengen verwünscht werden. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie will man damit umgehen? Und eine von diesen Fragen ist, wird es bald akzeptiert sein? Also werden gewisse... Also dass sie einen Grenzwert einführen, sozusagen zum die Athletinnen und Athleten schützen vor diesen Mikroverunreinigungen, wo ja eigentlich wahrscheinlich jeder von uns fast täglich, oder nein, ich sage jetzt nicht täglich, aber ab und zu in Kontakt kommt. Und heutzutage, eben, wie du gesagt hast, ist das eben viel besser messbar. Und darum verstehe ich schon, wenn man einen Grenzwert einführen will, dort muss man dann halt einfach wirklich wissen, dass man alles bis zu dem Grenzwert erlaubt. Und egal wie die Sportler seriös sein, jeder wird das ausreizen. Jeder tut den Legali bereits bis in den Graubereich ausreizen. Jeder. Und dort musst du einfach nachher erstens selber wieder aufpassen, dass du mit den Dosierungen im Griff hast. Also es wird eigentlich auch gefährlicher für die bis jetzt gar nichts genommen haben. Weil sie werden dann müssen nehmen, weil es alle anderen auch machen. Aber sie bewegen sich näher an der Grenze und müssen alles im Griff haben, was sie machen. Und zweitens hast du dann einfach... Ich weiß nicht, ob du dann weniger Fälle hast. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob du weniger Fälle hast, weil wenn du den Grenzwert verschiebst du auch einfach alle, also die Anzahl Leute, die es machen, verschiebst auch nach oben. Ja, ich sehe, was du meinst. Ja. Die WADA ist sich ja auch nicht sicher. Ja. Sie haben schon gesagt, ja, Schwellenwert ist etwas Denkbares, aber sie müssen das auch zuerst mal durchspielen und die verschiedenen Szenarien analysieren. Und ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist halt so Krux. Ich meine, schlussendlich, auf der sichersten Seite bist du als Sportler, wenn gar nichts zu dir nimmst. Aber du kannst halt auch gleichzeitig wie nie verhindern, dass es zu einer Kontamination aber dort finde ich schon, muss man die Sportler schützen. Also, ich habe wirklich auch sehr oft schon daran gedacht, Bro, was ist jetzt, wenn ich einfach eine positive Probe habe wegen einer Mikroverunreinigung? Ich würde mich so grottenschlecht fühlen, obwohl ich eben vielleicht nicht mal etwas dafür könnte. Und diese Vorstellung ist schon ein Horrorszenario, das muss ich dir ehrlich sagen. Und da finde ich schon richtig, dass man versucht, alle in diesem Bereich zu schützen. Ich sehe einfach auch keinen anderen Weg, wie das gerade könntest machen. Ich meine, der Fall, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel Mikroverunreinigung festgestellt wird, dass man wie vielleicht zuerst sagt, okay, wir tun es noch nicht als positive Dopingprobe deklarieren, sondern dass es dann wirklich intensive Abklärungen gibt, ob das wirklich eine Intention dahinter hat oder nicht. Und ab dann wird eigentlich entschieden, ja, hey, nein, der hat wirklich, der hat nichts. Ja. Oder, aber dann, das ist schwierig. Das ist ja auch wieder Wunschdenken, weil nachher bringt es einen ganzen bürokratischen Rattenschwanz mit sich, wo du auch wieder eine ganze Taskforce brauchst und Richter und ja, also Anwalt es ist sicher schwierig. Es ist sicher schwierig und ja. Eben, wenn wir schon dabei sind, bei wirklich Graubereich, dann haben wir noch ein anderes Thema, das wir glaube kurz dazu noch erwähnen wollen, wo wir nicht zu tief gehen wollen, weil wir beide festgestellt haben, vorher beim Vorgespräch, dass wir nicht allzu viel wissen über die Technik, sondern nur wissen, was etwa passiert ist. Und ich rede vom Kohlenmonoxid-Austausch, der vor allem während der Tour de France in die Schlagzeilen geraten ist, wo ja der Pogacar gesagt hat, dass er das braucht, aber nicht zum die Leistung steigern, sondern zum was ist das dort? Zum Blutwert kontrollieren. Genau. Du kannst Blutwert eben kontrollieren und die Maschine kannst eben anscheinend so eine Art, und da kommt jetzt schon mein Nichtwissen dazu, kannst umkehren, also der Prozess von dieser Kontrolle kannst du eigentlich umkehren, damit du deinem Körper eine Art mehr Sauerstoff kannst zufügen. Ja. Da kommt jetzt eben das Halbwissen dazu. Halbwissen, weil und für das haben wir eine Lösung gefunden.
Ja. Erzähl mal, Oski. Da habe ich mal ChatGPT gefragt, parallel dazu, Genau. was der Effekt ist. Und mir sagt ChatGPT, dass Kohlenmonoxid ein giftiges Gas ist, wo die Bindung von Hämoglobin im Blut für den Sauerstofftransport blockiert. Also das Gegenteil eigentlich von dem, was es scheinbar ja macht. Also jetzt ist die Frage, glauben wir ChatGPT oder nicht? Ja, ich glaube, ChatGPT hat wahrscheinlich deine Frage Falsch verstanden. falsch verstanden. Ich wüsste jetzt, ich müsste es eigentlich wissen. Und da gebe ich zu, dass ich es nicht weiss. Also, shame on me. Ja, wieso wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, ist eben der Graubereich. Oder? Und das ist genau das Gleiche, wo jetzt da ausgenutzt wird, weil das eben die Maschine oder das Gerät oder das Verfahren ist nicht verboten. Mhm. Und es ist wirklich richtig ins Kreuzfeuer gekommen von allen Seiten. Ob jetzt das wieder eine neue Doping-Methode ist, ob jetzt da wieder eine neue Radsportgeneration, die dopt ist, anwächst, ob das alles erlaubt ist und sollen mal nicht so dumm tun. Und ja, also schlussendlich weiss ja jeder, der es macht, dass er eigentlich eben, wie gesagt, näher an die Grenzen geht oder vielleicht zum Teil auch ein bisschen die Grenzen überschritten hat. Aber wenn es eben den Grenzwert oder das Verbot nicht gibt, verstehe ich irgendwo durch auch, dass man es machen kann. Mhm. Also die UCI sagt ja einfach, hey Leute, es ist gefährlich. Ja. Macht das nicht die ganze Zeit, das schadet euch. Und das ist ja irgendwie logisch, bei jeder leistungssteigenden Substanz hast du halt auch negative Wirkungen. Und ja, sie wollen jetzt eben abklären, ob sie es verbieten oder nicht, weil ja, es ist auch nicht ganz klar, eben, was sind die Langzeitfolgen vom Konsum. Was man sicher könnte sagen, ist eben, dass mindestens 3 Teams sich bekannt haben, so dass sie es diesen Sommer während der Tour benutzt haben. Eben, du hast ja schon gesagt, Tadej unter anderem. Also Und Team Emirates. Genau. Und ja, jetzt ist halt eben die Frage, was macht man damit? Was macht man mit dem Graubereich? Und da zum jetzt den Kreis schliessen zum Thema vorher, Ja. da sieht man wieder mal, eben, Graubereich werden ausgereizt und schlussendlich geht es wahrscheinlich zulasten von der Gesundheit der Sportler. Gut, Sport ist per se ungesund auf dem Level. Aber du Also kannst die es noch Typen- ungesünder machen. Ja, aber die Typen fahren jeden Tag 3 Wochen lang so schnell durch die Straße und durch ab, dass sie eigentlich jederzeit könnten sterben. Ich glaube, das interessiert ihn fürchten Furz, ob jetzt die Methode schädlich ist oder nicht. Ganz ehrlich, es ist für die wie so, Bro, was willst du? Also, ja. Ich denke einfach nur, weil es gefährlich ist, hat es noch nie ein Sportler oder eine Sportlerin davon abgehalten, um das nicht zu nehmen. machen, ja. Safe. Ja. Wie gesagt, es gibt ja noch viele andere Gerüchte, die wir ja schon mal besprochen haben in diesem Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge das war, aber dort, wo wir eigentlich über den Tiefseewurm geredet haben. Ja. Und da ist auch nochmal ein Korrigendum, oder nein, wir haben heute gelernt, Oskar und ich haben übrigens heute Ein Interview gegeben. ein Interview gegeben, wo ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt werdet wissen, was es ist. Wir werden es jetzt noch nicht gerade teasern. Oder wir teasern es jetzt, aber noch nicht verraten. Es war sehr lustig. Es ist sehr lustig und dort haben wir eben gelernt, dass es Korrigenda gibt. Und ja, wir müssen eigentlich ein Korrigenda zu dem Tiefseewurm machen, weil der heisst offiziell eben nicht so. Und ich glaube, in unserer DM auf Insta Ja. ist es noch der richtige Name. Aber ich weiß es jetzt eben auch nicht mehr, aber es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ja. Das Interview war Legende gewesen. Heute Morgen. Wir beide noch völlig verpennt. Ja, Das aber wird gut. Das wird gut. das kommt gut. Das Und kommt es gut. animiert uns eben auch dazu, zum neue Fotos zu machen, weil wir brauchen jetzt neue Fotos Und dann können wir von- auch gerade noch ein neues Cover machen. von uns selber. Also jetzt künden wir aber an. Ja, aber dann liefern wir auch. Gut. Also, ihr habt es gehört. Ja, ich weiß nicht, so viel zum Thema Mikrodosis. Eben, ich glaube, einerseits wird die Forschung eben immer besser. Vielleicht als abschliessender Kommentar. Die Forschung wird immer besser. Darum werden immer kleinere Substanzen gefunden. Mhm. Was ich aber glaube, ist, Kriminalität ist ja immer ein Schritt am Gesetz voraus. Das heisst, die wirklich gut dopen, die werden nicht mit Mikrodosen verwünscht.
Das glaube ich auch nicht, nein. Und darum habe ich eben auch das Gefühl, dass bei den Leuten, wo Mikrodosen festgestellt werden, dass die haben das nicht mit Absicht gemacht. Meinst du, es gibt Sportler, die microdosen? So MDMA oder so LSD oder so. Bro, es gibt nichts, was es nicht gibt. Glaub mir, es gibt alles. Es wäre mal spannend, wenn jemand das macht. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, die wahren Doper, wenn ich sie so nennen darf, die lassen sich nicht von Mikrodosen überraschen. Also tun mal die Tennisspielerinnen und Tennisspieler nicht allzu fest verurteilen. Das kann die Justiz machen. Das kann die Justiz machen und wir lassen das Thema jetzt so sein, wie wir es vorgefunden haben, nur mit unserem Seich dazu erzählt. Und in dem Sinn, glaube ich, ja, sind wir am Ende vom heutigen Podcast. Wenn du noch dabei bist, auch bei der Kamera, merci vielmals. Respekt an dieser Stelle. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast, auf Apple Spotify. Nochmal, auf Apple Podcast. Das passiert, wenn ich kein Roundbook vor mir habe. Also, nochmal. Das kannst du auf Apple Podcast sowie auch auf Spotify. Und dort 5-Sterne-Bewertung würde uns sehr freuen. Schau unsere Videos auf YouTube, wenn sie oben sind. Und wir geben uns... Falls sie oben sind. Und wir geben uns Mühe, jede Woche das Beste aus dem Sport zusammenzutragen. Yes! Und wenn du schon dabei bist, folge uns auch auf Instagram. Da findest du uns unter vollinen_podcast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn doch mit deinen Liebsten. Und in dem Sinn, bleibe gesund. Keine Microdosis die Woche. Nur Mach die viel Woche Sport. nicht. Und bis nächstes Mal. Adios. Ciao amigos. zusammen.